Eine wahre Geisterstadt. Alte Wildwestbauten, Reste von Planwagen, wie sie von den frühen Pionieren in Amerika genutzt wurden, Märchenfiguren, zum Beispiel Frau Holle. Alles stumme Zeugen aus der Zeit, als im Freizeitpark noch reges Treiben herrschte. Manfred Wich verbindet mit dem Park viele schöne Erinnerungen. 37 Jahre hat er hier gearbeitet, bis zum allerletzten Tag. Noch heute ist er jedes Mal tief berührt, wenn er in den stillgelegten Park kommt. Der 67-Jährige hat früher unter anderem den Sheriff gespielt und den Besuchern oft unvergessliche Erinnerungen beschert. Sogar Verhaftungen hatte er regelmäßig zur Begeisterung der Gäste inszeniert. Wenn da manchmal so ein Western-Club da war, zum Beispiel, ne, die wollen im Salon essen, dann ist einer gekommen, da und die Eisbären, bin ich halt im Salon, Waffe gezogen, bitte mitkommen. Sie sind verhaftet, eingesperrt. Dann hat er Wasser und Brot gegeben, ne? Die mussten ja was essen. Es war wirklich Wasser und Brot, eine Scheibe trockenes Brot aus dem Salon. Und dann, naja, die mussten sich halt dann wieder freikaufen. Eine D-Mark hat Sheriff Manfred Wich damals für die Freilassung genommen. Das fränkische Wunderland in Plech, ein Freizeitpark, der Familien aus dem ganzen Bundesgebiet anzog. Die Westernstadt war über Jahrzehnte hinweg die große Attraktion. Vor allem die tägliche Show faszinierte das Publikum. Manfred Wich erinnert sich, dass er damals einen Gangster spielte. In der Rolle musste er von einem Dach springen. Einmal ging das gründlich schief. Die haben mit der Kanone auf die Rennschirme geschossen. Dann hat er die Ohr gezündet. Und ich liege an der Tür und das Ding brennt schon. Manfred, hau ab, Mensch, die Rennsch brennt, die Rennsch brennt. Willst du, ich kann nicht mehr. Ich habe meinen Fuß gebrochen. Da du spinnst. Die Leute haben alle gedacht, die haben geklatscht, die haben gedacht, das geht dazu. Ne? Dann, aber naja, dann war es halt der Fuß angebrochen. Dass der Park seit mittlerweile 11 Jahren geschlossen ist und immer mehr verfällt, schmerzt Manfred Wich sehr. Doch schon bald könnte hier wieder Leben einkehren. Robert Dahl aus Rübertshagen ist Geschäftsführer der Karls-Gruppe, die in Deutschland bereits 7 Freizeitparks unterhält. 3 weitere werden in den kommenden Monaten eröffnet. Robert Dahl hat auch das Areal in Plech gekauft und will daraus wieder einen Freizeitpark machen. Manfred Wich erzählt ihm, wie es früher hier war. Und das war das Fotostudio. Ein Fotostudio? Ja. Was bedeutet das? Da hat man so alte Bilder machen können, wie früher. Ja. Da hat man sich verkleiden können. Ja. Ne? Und die waren dann so bräunlich, dann die Bilder. Oh, schön, ja. Ja, schon spannend. So, das ist ja wie so ein Lost Place, als wir das denn gekauft hatten und das erste Mal hier so durch sind. Das war immer auch ein bisschen Neugierde natürlich. Was ist da noch? Was kann man eventuell davon auch noch erhalten und retten? Und das war schön, das kennenzulernen. Rund 30 Millionen Euro will Robert Dahl in den neuen Park in Plech investieren. Ostern 2027 ist die Eröffnung geplant. Bis dahin steht jede Menge Arbeit an. Viele der heruntergekommenen Kulissen und Bauten müssen abgerissen werden. Hier sollen unter anderem neue Fahrgeschäfte entstehen. Doch einen Teil des alten Wunderlands will der Unternehmer auf jeden Fall wieder nutzen. Weil das so liebevoll damals von dem Gründer hier so aufgebaut wurde. Und das hat uns dann auch irgendwann dazu bewogen, zu sagen, wir müssen eigentlich davon auch was beschützen und bewahren. Auch wir kriegen natürlich auch viel Feedback so aus der Bevölkerung auf Social Media und so weiter, wie viele Leute auch daran hängen, an dem fränkischen Wunderland. Und dann haben wir gesagt, wir müssen diesen Bereich Tribute to Wunderland auf jeden Fall mit integrieren. Auch im alten Märchenwald entdecken Dahl und sein Team immer wieder Stücke, die sie unbedingt in den neuen Park integrieren möchten. Denn Geschichten wie der Wolf und die 7 Geißlein faszinieren die Menschen heute ebenso wie vor Jahrzehnten zu den Hochzeiten des fränkischen Wunderlands. Wo sind die?